Das letzte Mal haben wir die zwei herzigen Männchen miteinander gemacht. Und weil ich gerade so im Fluss war, habe ich dann noch gerade ein paar mehr gemacht. Die sind doch einfach alle wahnsinnig herzig rausgekommen. Und ich habe das Gefühl, ich könnte einen ganzen Block voll zeichnen von denen. Aber ich glaube, ich möchte jetzt gerne mit euch zusammen noch ein paar andere Sachen zeichnen. Und zwar vielleicht noch ein paar Tierchen, die so ein bisschen zu denen passen. Alles so ein bisschen im gleichen Stil. Vielleicht ein Büsi, Hündli, Müsli, keine Ahnung. Oder Blümli oder was mir gerade so in den Sinn kommt. Ich würde sagen, wir fangen doch einfach gerade mal an. Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ich nehme mir einfach jetzt da wieder ein Aquarell- und Zeichnungspapier. Und das mal probiere ich, das Ganze ein bisschen näher zu filmen, damit ihr auch meine schönen, dreckigen Finger anschauen könnt. Und das vielleicht ein bisschen von näherem seht. Ich muss es ausprobieren. Ich habe hier meine Posca und hier habe ich meine Supra Color Soft Garandash wasservermalbare Farbstifte und so Wasserpinsel. Ich brauche noch einen Bleistift und einen Gummi. Und da mein Palettchen mit meinem Haushaltspapier. Und dann kann ich eigentlich schon loslegen. Ich habe irgendwie gedacht, ich möchte gerne mit einem Käse starten, wo so Müsli dran sitzen. Keine Ahnung. Ich habe nur so ein grobes Bild im Kopf. So, und die Frage ist noch, ob ich noch im Bild inne bin mit Zeichnen. Das wäre jetzt schon noch schön, hä? So. Also. Das wäre der Käse, hä? So. Und dann hat er da auch wunderbare Käselöcher. So, also das ist jetzt eigentlich überhaupt nicht so rausgekommen, wie ich mir das so vorgestellt habe. Aber ich finde es gleich noch herzig. Okay, lassen wir es mal so. Es ist auch jetzt überhaupt nicht in diesem Stil. Ja, keine Ahnung. Aber nicht so mal. Mehr in diesem Stil. Da wäre dann vielleicht so ein Büsi so in diesem Stil. Ah ja, das ist doch schon ein bisschen mehr in diesem Stil. So, und das Hündli. Ein Hündli. Mal schauen, ob ich da ein schlafiges Hündli zeichnen kann. Das sieht aber ein bisschen komisch aus. Komm, das gibt doch eher ein schlafendes Kätzchen. Ein Hündli? Ich wollte jetzt aber noch ein Hündli machen. Das ist einfach ein lustiges Hündli, vor allem wie das hier so hockt. Sieht das blöd aus? Das
Das ist völlig unförmig. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt probieren wir noch in diesem Stil ein Müsli. Habe ich das Gefühl. Möchte ich gerne probieren. Und wenn es kein spitziges Schnäuzchen hat, dann sieht es einfach nicht aus wie ein Müsli, oder? Sieht aus wie ein Koala-Bär. Ah, wieso? Ich glaube, ich mache das mal so. So. Und dann kommt jetzt wieder die schwarze Umrandung. Was ich vielleicht jetzt noch schnell zeigen kann, ist, beim letzten Mal, also die hier, die wir zusammen gemacht haben, die habe ich mit dem schwarzen Posca gemacht. Mit dem. Und der auch. Und die auch. Das heisst, ich habe zuerst den gemacht. Und nachher habe ich gedacht, irgendwie werde ich gleich mit einem feineren probieren. Und habe dann einfach mit so einem Fineliner, es war nicht der, es war irgendein anderer, es war irgendein so ein No-Name oder so. Ich kenne gerade die Marke nicht, aber auf jeden Fall einfach so einen Fineliner. Habe ich dann die hier gemacht. Und ich finde, man sieht ziemlich, das ist vieles weniger dunkleres Schwarz. Das ist fast ein bisschen gräulich. Es gibt sicher auch verschiedene Fineliner. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Copic, ob der schön ein bisschen dunkler noch gemacht hat. Aber der Posca ist natürlich schon sehr, sehr dunkel. Und das hat mir dann fast ein bisschen besser gefallen. Und dann habe ich dann die auch wieder mit dem Posca gemacht. So. Das wollte ich noch schnell zeigen. Und darum denke ich jetzt, mache ich die auch mit dem Posca, wo man sich überlegen könnte, so die ganz feinen Sachen werden vielleicht dann ein bisschen zu dunkel. Aber jetzt ist es entschieden. So, ich fange an. Muss ich mit dem Käse anfangen? So, also das hier sind meine Versuche von den Tierchen. Die sehen schon ein bisschen lustig aus, findet ihr nicht? Also da gefallen mir also die Kindlis schon ein kleines bisschen besser. So über das Büsi und das Büsi könnte man noch diskutieren. Das sieht eher aus wie ein Mini-Pig oder ein Würstchen. Ein Würstchenhund. Ja gut, das Müsli geht auch noch so. Das passt ja überhaupt nicht in die Serie rein. Und der Hund, der sieht einfach auch ein bisschen verloren aus. Aber ich finde es noch recht witzig. Aber es braucht schon ein bisschen Übung. Ich glaube, man muss zuerst so ein bisschen herausfinden. Ich finde jetzt das Büsi passt jetzt am allermeisten zu diesen Kindern vom Stil her. Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen Übungssache. Und natürlich sind mir auch die da nicht beim allerersten Mal genau so rausgekommen. Ich habe das natürlich schon x-mal gemacht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, mir da ein bisschen beim Strugglen zuzuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!